Einen wunderschönen Sonntagabend. Heute ist mir ein kleiner Fehler passiert. Ich muss schon was einstellen. So. Genau, Entschuldigung. Genau, heute ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen, beziehungsweise je nachdem, ob es ein Fehler ist oder nicht. Äh, genau, und zwar wollte ich meine Haare schneiden, muss ich mir selber abrasieren und bitte dann nachher Zora darum, dass sie mir noch den Rest machen kann, wo ich nicht gut rankomme. Und normalerweise nehme ich von meinem Maschinenli, das ich habe, das Grösste. Und also die längste und ich habe es aufs Kürzeste gestellt gehabt. Und jetzt ist es ein bisschen kürzer, als ich es mir gewöhnt bin. Es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Habe ich also, ich finde es eigentlich gar nicht so schlimm. Es ist jetzt ich hätte jetzt auch keine Kappe angelegt, aber durch das, dass ich jetzt schon in dem Sommer sehr fest gesünnelt habe, habe ich einen lustigen Strich da oben. Sieht eigentlich aus, wie wenn ich wo hänge ich? Weiss nicht, ob ich hänge. Äh, Schade. Falls jemand da ist, kann man sagen, ob ich am Hängen bin, ob mein Bild am Hängen ist oder ob es flüssig läuft. Irgendwie tut es bei mir immer wieder anhalten. Ist das so? Schon mal gehabt? Hm. Ja, das ist jetzt schade, ich weiss es jetzt nicht. Ich mache auf jeden Fall auch mal weiter. Hallo Zora. Kannst du mir sagen, ob mein Bild hängt? Ich weiss es nicht. Ob ich bei mir ist es die ganze Zeit am Stocken, ob das so ist oder nicht. Das ist mega mühsam, dass ich das selber nicht sehe. Ja, ich tue da auch so auf einem Laptop, der nicht dafür gedacht ist, für Streamen, glaube ich, streamen und damals ja, hängt das Ganze. Aber gerade nicht sagen, ob es bei mir hängt, ob es nur bei mir hängt oder ob es generell hängt. Hm, hm. Ja genau, ich mache einfach weiter. Und bin ich hängen geblieben. Ja, schnell durchlaufen, eben, ich habe meine Haare geschnitten. Dunkler geht nicht. Das ist das Dunkelste, aber ich habe halt Licht jetzt von vorne. Genau, ich habe heute meine Haare geschnitten und, ich habe meine Maschine falsch eingestellt und bin selber grad verschrocken, als ich, Zora gehört habe sagen so: „Ah, halt, warte!“ Und ja, da ist aber schon in der Mitte komplett durch gsi. Und, das ist eigentlich nicht schlimm. Also, ich fühle mich nicht unwohl jetzt damit oder so. Es ist einfach ungewohnt. Ich habe jetzt gleich 'ne Kappe angelegt, weil es durch das, dass ich jetzt schon viel gesünnelt habe, ist mein Kopf eigentlich braun und mein Haaransatz ist noch weiss. Noch weiss. Es ist auf jeden Fall noch ungewohnt für mich. Auf jeden Fall habe ich mich natürlich dann grad gefragt, so: „Ja, was will mir das Leben jetzt sagen? Was will mir das Leben jetzt damit sagen, dass ich die Haare so geschnitten habe?“ Weil ich lebe nach dem Motto, es ist alles immer für mich und ich bin am herausfinden, wieso das jetzt für mich soll sein, dass ich mir meine Haare so ganz kurz schneide. Auf jeden Fall, ist es natürlich auch, oder, Haare steht für Würde und kann man sich halt mit der Glatze dann halt vielleicht auch noch würdevoll fühlen und, vor der Kamera wohlfühlen. Aber es spiegelt mir grad ein bisschen zu fest zurück, dass ich den so dann nachher die Videos schneiden würde. Darum habe ich heute entschieden, ich lege eine Kappe an. Genau, aber zum Glück wächst das ja schnell nach. Mhm. Kannst du mir sagen, Zora, ob mein Bild hängt? Ja, also ich soll nicht Haare sagen, es sind Haare. Ich sage es immer falsch, ich sage Haare, aber es sind ja die Haare, genau. Die Haare habe ich geschnitten falsch. Entschuldigung für die, die es die jetzt denken so: „Nein, Mann, du sprichst das falsch aus.“ Mhm. Aber ja, kann mir jemand sagen, ob mein Bild hängt? Bei mir ist es alle 2 Sekunden am Hängen, nicht dort, wo ich mich sehe, dass es läuft. Ich habe eben verschiedene Bildschirme. Kann mir jemand bestätigen, ich hänge, ich lege, mein Bild stockt oder es läuft fließend? Das irritiert mich grad ein bisschen. Ich weiss nicht, ob ich für nichts erzähle oder ob ich erzähle und es hören alle. Okay, dann hängt es bei mir selber, es hängt nicht, da bin ich froh. Okay, ja genau. Ja, das Malheur. Aber es ist gar nicht so schlimm. Ja, es ist nur interessant, ich habe vor Kurzem noch Dreads gehabt, die sind noch relativ ja, sind mir bis dahin. Und jetzt habe ich 'ne Glatze, also ja, 'n Millimeterschnitt, aber zum Glück wächst das ja alles schnell nach. Aber ich finde noch raus, was mir das Leben hat wollen sagen mit dem Kurzhaarschnitt. Ja, bin so spannend, dass wir noch uns jetzt auch noch vorgenommen haben, Videos zu machen für die Homepage und es gibt ja schon so den inneren Vermeider und ich finde es ja dann auch spannend, und den inneren Kritiker und alles. Ich finde es ja schon auch spannend, dass also ich
ich erlebe immer mehr, dass die, wenn das aktiv ist, etwas in dir drin, sprich, wenn du einen Vermeider hast, dass dann halt immer im Aussen auch Sachen passieren, dass du das nicht kannst das machen, wo du ja eigentlich möchtest, oder? Und ich finde es so spannend, dass jetzt nachdem, dass wir uns entschieden haben, ja, wir wollen für die Homepage noch 1, 2 Einstiegsvideos machen, dass ich jetzt meine Haare, fast wieder falsch gesagt, so kurz geschnitten habe, dass ich aktuell noch nicht möchte auf ein Video sein für auf der Frontpage. Darum wird es jetzt noch mal ein paar Wochen verzögert, aber das ist ist ja völlig okay. Ich habe ja meine Ferien geniessen, die ich jetzt habe, und darum ist es ja ganz okay, wenn ich in der Ferien jetzt noch Videos muss drehen für die Homepage. Aber ja. Ja, wie geht's dir, Zora? Kannst du mir bitte gleich bestätigen, falls es oder sagen, falls es, hängt? Weil bei mir stockt's die ganze Zeit. Jo. Ja, und sonst, was ist neu? Was habe ich Neues? Ja, an dieser Stelle eben das Format Live-Lebensberatung ist, dazu gedacht, dass wenn ihr Themen habt, wo ihr meint, ich komme nicht weiter und es dreht sich alles im Kreis und ich komme immer wieder an die gleichen immer wieder ans Gleiche an, dass ihr die Themen eben mit mir könnt besprechen. Und ich kann von außen andere Sicht drauf geben, und da merkt man eigentlich sehr schnell, dass man nicht in seinen Problemen gefangen ist, wenn man eine andere Sicht von außen bekommt, dass es ganz viele Lösungen gibt und dass es zum Teil auch einfach also für einen vielleicht aktuell so erscheint, dass es, ja, schlimm ist, aber vielleicht ist es ja schon soll ich dem sagen? Vielleicht ist es schon das neue Du, wo will, geboren werden und jetzt einfach mit dem alten Ich in Konflikt steht. Weil oftmals haben wir Wünsche und haben auch Wünsche in uns, die wir auch fühlen und wollen. Und so wie Manifestieren funktioniert, ist, dass wenn du eine Frequenz in dir innen trägst und die ausstrahlst, dass du das Gleiche anziehst. Und das kann sein, dass du vielleicht unbewusst, wenn du noch nicht bewusst manifestierst, unbewusst das Ganze in dir innen fühlst und dann im Aussen eigentlich bestätigt bekommst, oder? Dass dann halt Ereignisse kommen, wo du siehst, muss ich sage jetzt mal, deine alte Realität muss brechen, dass die neue Realität kann kommen. Und ich erlebe doch auch oft, dass dann eben, wenn man sich etwas vornimmt und fühlt, dass dann im Aussen irgendetwas Neues aufs einem zukommt. Und das sehen wir dann halt, wenn man nicht den direkten Bezug macht, oft als Hindernis oder als «Was will mir das Leben jetzt da wieder für einen Stein weglegen?» Aber wenn man sich einmal zurücklehnt und fragt, so: «Ja, habe ich das vielleicht selber in die Welt gerufen mit meinen neuen Wünschen, mit meinen neuen Zielen, die ich habe?» Dass es halt das Alte zuerst muss irgendwie, ja, wegfallen, dass auch das Neue kann überhaupt in meinem Leben eintreffen. Dann ist es dann plötzlich ganz anders, oder? Dass man dann, wenn man dann plötzlich den Partner verloren hat, weil man sich, in 'ne glückliche Beziehung hineingefühlt hat und das halt vielleicht mit dem alten Partner nicht geklappt hat, dass man dann das nicht anschaut als Verlust, sondern als 'n Gewinn, oder? Dass man sich ja das eigentlich gewünscht hat und das hat. Und das ist dann noch die Schwierigkeit, das, auch zu bemerken, dass man ja dann, wenn man sich erfolgsgewiss in etwas hineingefühlt hat, dass man das dann auch im Leben erfährt. Und dann halt, wenn's etwas zusammenbrechen scheint, nicht sieht als das Leben ist gegen mich, sondern das ist jetzt eigentlich, ja, die Ernte von meinem Saat, von meiner Saat, die ich damals, gesät habe, oder? Dass jetzt die Ernte kommt. Und dass man da dann fokussiert bleibt auf dem, dass es ja für einen ist und nicht in Zweifel verfällt, dass ja, was jetzt das Leben wieder für gemeine, Sachen vorhat. Und wenn man ja dann wenn man wieder in Zweifel verfällt, dass ja dann die Zweifel dann ja, wenn sie im System gefühlt werden, ja dann auch wieder das, anzieht, oder? Dass man sich da wirklich auch mal fragen kann: «Ist das jetzt, für mich oder ist das gegen mich?» Und da wird man dann halt eben, wenn man ein bisschen zurückgeht und sich das Ganze auch anschaut, wie man so gefühlt hat in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, was so die Wünsche sind, dass man dann plötzlich auch merkt: «Okay, das ist in dem Fall, was jetzt aktuell in meinem Leben passiert, gar nicht etwas gegen mich, sondern für mich, weil ich mir das gewünscht habe.» Aber dass man so als solches dann auch identifiziert und dann ist es dann plötzlich gar nicht mehr so schlimm, was einem widerfährt, wie jetzt eben da mein neuer Haarschnitt, wo aus Versehen passiert ist, wo ich jetzt mit Humor kann nehmen kann, weil ich jetzt einfach auch nicht denke: «Scheisse, jetzt ist irgendetwas Scheisse passiert», sondern, «Was will mir das Leben da sagen? Was kann ich jetzt daraus lernen?» Oder was ist jetzt das für 'ne Message an mich, dass ich jetzt plötzlich, ja, eigentlich fast eine Glatze habe, obwohl ich wollte 7 Millimeter oder 5 Millimeter schneiden. Aber genau. Und da könnte ich jetzt natürlich auch mich den ganzen Tag nerven und dann noch mehr so, genervte
Sachen in mein Leben ziehen. Aber, ich nehme es mit Humor. Ich sage, zum Glück wachsen die Haare nach und man kann ja auch mal mit einem Hütchen vor der Kamera hocken, vorübergehend, das ist ja kein Problem. Hallo, Dardane. Hm, mir versucht es da automatisch den Chat umschreiben. Jetzt schreibt einfach jetzt hast du ja geschrieben «Machi» und jetzt steht bei mir einfach «Marsch». Jetzt verstehe ich auch, warum ich dann manchmal die Sachen, die Rita geschrieben hat, nicht verstanden habe, weil bei ihr ist auch so das Zeichen vorn dran und jetzt das Gleiche bei der Dardane auch. Sie hat «Hi» geschrieben und das hat auf «Hallo» übersetzt. Wo kann ich das ausstellen? Weil das muss nicht sein. Es soll nicht das Schweizerdeutsch auf irgendetwas anderes umschreiben. Hm, will ich das ändern? Ja, irgendwie nicht. Okay, sehe aus wie ein Pharao, also so, sehe ich aus wie ein Pharao? Ja, nein, ich finde es okay. Ich hätte jetzt nicht gedacht. Ich glaube, so kurz habe ich's noch nie gehabt, aber eben der Haaransatz ist mir ein bisschen zu hell. Aber ist okay. An einen Elf erinnert dich der Hut. Ja, ich habe ganz viele Hut. Ich habe auch 'n Strohhut, so 'n, Beret sagen wir dem, habe ich glaube auch, wie man das richtig sagt. Ja, habe eigentlich gerne Hüte. Früher habe ich solche gehabt mit dem Dächli, jetzt den habe ich von der Zora mal bekommen. Genau. Und, habe eigentlich gerne Hüte und jetzt kann ich das gerade so retten. Nein, aber wie gesagt, ich hätte ja keine Mühe, jetzt so vor dran hocken, aber ich schneide ja auch meine Videos aus dem Live raus, wenn es so etwas Gutes gibt und der Heiligenschein, den ich jetzt hier habe und der weisse Kopf, der spiegelt, da habe ich gedacht, muss ich jetzt nicht auf die Leute loslassen. Aber ja, du, halb so wild. Und wie geht's dir? Genau. Ja, eben, falls ihr Fragen habt, irgendwo, wo ihr nicht weiterkommt, dann könnt ihr die gerne stellen. Ich kann von außen einen anderen Blick drauf geben. Wir können auch mit dem Gesetz der Annahme wirklich schauen, was in euch, welches Ich in euch selber hat die Umstände auch in unser Leben gerufen. Weil wir sind eigentlich immer, was man heute erlebt, ist eigentlich immer Ursache von der Vergangenheit. Und das ist vielen gar nicht bewusst. Und es wird einem bewusst, indem dass man das einmal so anschaut und auch sich einfach, bewusst beobachten, was man so heute denkt und so morgen erlebt. Und so merkt man immer mehr, dass eigentlich das, was ich in der Vergangenheit gefühlt und gedacht habe, dass das, zu Handlungen werden in der Zukunft. Also Zukunft eigentlich im Jetzt. Du erlebst es ja eigentlich immer im Jetzt. Zukunft ist ja jetzt. Zukunft an sich gibt es ja gar nicht. Auch in 10 Tagen ist Zukunft das Jetzt. Also das heisst, du bist auch nicht in der Vergangenheit. Auch wenn du an die Vergangenheit denkst, bist du im Jetzt. Also das ist eigentlich der Moment, wo wir all das ganze Leben erleben, aber oftmals in der Vergangenheit irgendwie an schlechte Sachen nachdenken und hoffen, wir erleben das in der Zukunft nicht. Und so kann man wirklich auch mal schauen, was denke ich die ganze Zeit, oder? Wie sehe ich auch meine Vergangenheit? Wie fühle ich oder wie sehe ich, was mir passiert ist? Sehe ich das als 'n Niederschlag, was ich alles erlebt habe in meinem Leben, oder sehe ich es als 'n Erfolg, dass ich jetzt da bin, wo ich bin? Das macht so viel aus, weil es tut dir heute dein Morgen programmieren. Das heisst, wenn du heute in dir inne kannst Sachen, wo du als negativ betitelst oder als, das Leben hat dir schlecht zuspielen oder er meint's böse gegen dich oder Kollegen haben dir schaden. Das Ganze tust reframen in dem Sinn, dass es zu etwas Gutes tust, umformulieren, dass es nicht etwas ist, was dir geschadet hat, sondern etwas, was es gebraucht hat für deinen Weg. Auch ich weiss, da kommen jetzt Leute, wie soll das ein Mord oder was auch immer, wie soll man das gutheissen? Fangen mal mit kleinen Sachen an. Man muss ja nicht grad mit diesen grossen Sachen kommen, wo wahrscheinlich in dem Moment dann auch für mich noch schwierig sind, wenn ich es jetzt so eins zu eins erlebe. Aber mal mit kleinen Sachen anfangen, oder? Was will mir der Stau sagen? Oder wie denke ich über den Stau und hocke immer wieder im Stau inne? Oder wie denke ich über meine Kollegen und prompt redet es wieder schlecht über mich? Prompt sind es wieder redet es eigentlich wieder das, was ich schon die ganze Zeit in meinen Gedanken selber mit mir rede, tun es mir wieder spiegeln. Und so merkt man, dass man wirklich eigentlich Mitspracherecht hat. Man merkt, dass man keine
ja, dass man nirgends gefangen ist. Man kann sich aus allem wieder rausfühlen, rausdenken. Und das ist indem dass man bewusst wird, wo haben wir die Ursache gesetzt. Und der Neville Goddard, er sagt ganz klar, eben, schau auf dein Ich. Dein Ich holt alles in deinem Leben in die Welt. Und ich kann das jetzt mit meiner eigenen Erfahrung nur bestätigen, weil ich das selber auch wirklich beobachte, auch bei anderen Menschen beobachte. Mittlerweile schon kann zurückschliessen, so was erlebt der Mensch in der 3D-Welt und was ich schon zurückschliessen kann, halt auch mit Gegenfragen aktuell noch und auch erleben halt dann schon auch, dass es stimmt, weil ich kann mich einfach fragen, ja, von was für Gedanken kommt der nicht los? Was denkt der die ganze Zeit? Also jemand, wo schon die ganze Zeit sagt oder wo sagt: „Ja, immer muss ich die Scheissarbeit machen.“ Das immer ist ein Glaubenssatz. Dass er's immer muss machen, ist etwas, wo er glaubt, sonst würde er das nicht sagen. Einer, der weiss, dass er die gute Arbeit macht die ganze Zeit, würde sagen: „Hey, und schon wieder habe ich gute Arbeit dürfen machen.“ Aber bei dem Menschen, der sagt: „Ich muss immer die Scheissarbeit machen“, ist das ein Glaubenssatz und das ist so naheliegend. Das heisst, du weisst in dem Moment schon, was denkt der Mensch. Ankerum Hankerum. Weisst auch, wenn du so Glaubenssätze äusserst, was du glaubst, dass die Welt wie die Welt ist oder wie, ob sie ungerecht ist dir gegenüber oder so. Wenn das ein Glaubenssatz ist, dann wirst du das ähm, immer wieder erfahren, weil ein Glaubenssatz ist ein tief verankerter Glaube von dir, wo du halt so tief auch fühlst, wie wir vorher hatten, oder? Wenn's du fühlst und es wieder gleich anziehst. Das heisst, du ziehst die Glaubenssätze, die nicht mehr dran gerüttelt werden, immer wieder in dein Leben. Das heisst, die Glaubenssätze: „Oh, ich bin immer zu spät, ich muss immer die Scheissarbeit machen. Wieso habe ich immer die schlechten Kollegen?“ Oder was weiß ich, das sind Glaubenssätze und die wirst du immer wieder anziehen, bis du die bewusst änderst. Und die kannst ändern, indem dass du dich das wieder hörst sagen. Du kannst, wenn du dich hörst sagen: „Immer habe ich die scheisse Arbeit“, kannst du sagen: „Oh, heute ist sie aber besser gelaufen wie auch schon.“ Oder: „Wow, ich mache immer die beste Arbeit“ oder „Ich habe immer die beste Arbeit.“ Und, so wirst du Schritt für Schritt dein Morgen nicht mehr gleich erleben wie dein Heute. Und das wird dann auch ein richtiger Spass, weil du weißt, du kannst jederzeit dein Morgen formen, dein Morgen neu prägen mit deinen heutigen Gefühlen, mit deinen heutigen Gedanken. Und so kannst du auch anfangen, Sachen, wo du weißt: „Oh, das will ich ja gar nicht mehr in meinem Leben“, auch einfach gar nicht mehr denken, weil aus dem Augen, aus dem Sinn, was du nicht mehr nährst. Das ist wie wenn du Gedanken, die du immer wieder denkst, das ist wie wenn du Wasser an einer Pflanze gibst. Sie bleiben am Leben. Wenn du aber nicht mehr daran denkst und das Wasser wegnimmst, verwelken die. Irgendwann fallen die aus deiner Realität. Das heisst, nicht mehr über die Themen reden mit deinen Kollegen, wo du nicht mit im Leben willst. Nicht mit dir selber über Sachen studieren, wo du nicht mit im Leben willst. Dass es immer weniger mit dir, mit deiner Identität im Einklang ist, oder? Dass irgendwann schaust du zurück und denkst so: „Hä, wie habe ich jemals das gedacht gehabt? Wie habe ich das überhaupt jemals können denken?“ Oder? Es ist halt das, dass wir es immer wieder zerdenken und immer wieder denken, bleibt einfach ein Bestandteil in unserem Leben. Und wir können in dem Moment auch nichts anderes einladen, weil jemand, der überzeugt ist, dass er die Scheissarbeit macht, hat keine Kapazität, dass er könnte überhaupt nur annähernd sich in Betracht ziehen, dass er auch gute Arbeit machen darf, weil der Glaubenssatz ist so verankert, der tut all die positiven Sachen wegtrennen. Und indem, dass man Beobachter wird und merkt: „Oh, ich denke wirklich so.“ Und wenn das jetzt angenommen wirklich so ist, dass meine Gedanken, die ich fühle, die Glaubenssätze, ja meine Realität formen und ich es ja wirklich erlebe und einmal versuche anders zu machen und ich es anders erlebe, dann habe ich Bestätigung. Aus etwas, wo plausibel tönt, wird eine Erfahrung. Und wenn man eine Erfahrung öfters wiederholt, wird es ein neuer Glaubenssatz. Und irgendwann hast du den Glaubenssatz nicht mehr, du machst scheiß Arbeit, sondern du kommst Bestätigung über, dass du gute Arbeit machst, weil du dich umprogrammierst. Und wenn du auch aufhörst, deinen Kollegen zu sagen: „Ich muss immer die scheiß Arbeit machen“, sondern sagst: „Wow, heute habe ich mega gute Arbeit gemacht.“ Das heisst, du formulierst auch, du leist auch neue Fragen, zukünftige Fragen bei deinen Freunden ins Maul, sondern sie kommen dann nicht und dann fragen dich: „Hast du schon wieder die Scheissarbeit müssen machen, du armer Siech?“ Und du schon wieder voll in der Emotion: „Ah ja, und schon wieder habe ich das eigentlich müssen machen.“ Sondern wenn du dir das ins Maul leist, neue Sachen ins Maul leist: „Hey, heute habe ich wirklich gute Arbeit können machen.“ Dann fragen dich deine Kollegen das nächste Mal: „Und, was hast du heute für gute Arbeit können machen?“ Oder? Der Ausgangspunkt ist ganz anders. Es ist eine ganz andere Energie, weil es triggert dich nicht. Es erinnert dich dann, dass du gute Arbeit hast. Das andere erinnert dich, dass du immer die Scheissarbeit hast. Und so kann man sich aus seinem Sumpf rauskämpfen. Also, eigentlich rausdenken, rausreden, rausfühlen, ja, aber es ist kein Kampf, es ist eine radikale oder Umdenkung von seinem eigenen ja, von seiner Weltanschauung. Sich nicht mehr als das Opfer sehen, sondern als der alles erreicht.
oder? Das gibt ganz neue Möglichkeiten. Das heisst, du wirst, wenn jemand etwas sagt, das ganz anders können interpretieren für dich, annehmen. Deine subjektive Wahrnehmung nimmt das ganz anders an, wenn du positiv gestimmt bist, wie wenn du negativ gestimmt bist. Wenn du wirklich depressiv bist und das geht dir schon länger nicht, wirklich schlecht, dann fühlt sich das so normal an, dass wenn jemand kommt und dir einen positiven Ratschlag gibt, dann denkst du: „Was soll das? Das bringt mir ja nichts. Es geht mir schlecht. Was bringt mir der Ratschlag?“ Aber wenn es dir gut geht und es kommt einer und bringt dir einen positiven Ratschlag, dann bist du dankbar und denkst: „Wow, ja, das könnte ich ja mal versuchen.“ Oder? Es hat so viel mit unserer Stimmung zu tun, wie wir gestimmt sind. So schwingen wir, so kommt das wieder auf uns zurück und so ziehen wir auch immer mehr an. Das heisst eben, irgendetwas, wo ja, ei ei eine Sache kann für jeden einfach komplett anders sein, oder? Weil wir einfach alle anders gestimmt sind und so kann man sich, umstimmen und immer mehr zu dem Mensch werden, wo man will. Und ich habe gemerkt, wirklich Sachen nicht mehr drüber reden ist einer von ist ein sehr mächtiger, weil du tust es aus deiner Welt raus, oder? Das ist am Anfang, wenn du, keine Ahnung, 'n Raucher kennt's, vielleicht so mach's jetzt auch mit dem Beispiel vom Rauchen, weil ich selber auch so weil ich auch 'n Raucher gsi bin. Am Anfang rauchst du nicht, das fragt dich niemand, ob du 'ne Ziggi willst. Es kommt gar niemand auf die Idee, weil du bist ja kein Raucher. Ab dem Moment, wo dich jemand sieht rauchen und er selber raucht, wirst du schon gefragt, oder? Und so kannst du auch neue Gedanken in dein Leben einladen oder Sachen wegmachen, wo die Leute nachher nicht mehr auf dich zukommen, weil es stirbt auch in ihrem Bewusstsein. Das heisst, sie sehen dich irgendwann nicht mehr als den Army, der immer die Scheissarbeit machen muss, sondern der Glückspilz, der immer die gute Arbeit hat, oder? Genau, so kann man da sein Leben eigentlich neu in neue Bahn lenken. Mhm. Die Woche ist schnell vorbei. Ja, das ist ein gutes Zeichen, dass sie schnell vorbei ist. Der Peter Pan. Ja, der Peter Pan nimmt's von den Armen und gibt's den Reichen. Ich vielleicht so 'n bisschen vom Charakter her, ja, aber ich möchte es weder von den Armen nehmen, also, ich möchte es weder von den Reichen nehmen und den Armen geben und umgekehrt, sondern ich möchte arm und reich dazu bewegen und, dass sie alles in der Hand haben. Jeder Arm kann reich werden und zwar nicht indem, dass er es von einem Reichen holt, sondern dass er das Ich in sich ändert, sein Wesen ändert, die Glaubenssätze nach dies nach links liegen lässt, dass er ein armer Siech ist, dass er kein Geld hat und dass a anfängt, wie ich jetzt vorhin gesagt habe, anfängt, sein Leben einladen, dass es 'ne Möglichkeit ist, dass er reich ist, dass er jeden Tag, ja, reicher wird. Weil angenommen, du tust jeden Tag Geld auf 'n Konto, das Geld, das du ja hast und, bekommst und wieder ausgibst, in der Regel wird's ja immer mehr. Es wird ja immer mehr, aber du gibst es halt aus, weil man halt eben, Rechnungen müssen zahlen, aber in der Regel wird's ja wirklich immer mehr. Es ist halt einfach nicht sichtbar, aber es ist immer mehr geworden im Laufe von deinem Leben, oder? Und so kann man ja schon den Glaubenssatz ja schon umprogrammieren, umbenennen. Ja, Peter Pan, letztens haben wir auch den Neut was ist das, 'ne Altverfilmung geschaut. Da geht's ja auch darum, dass er ja heisst nicht der Peter Pan, der den Armen gibt? Bin jetzt nicht sicher, ob's 'n andere Ding ist. Aber Peter Pan ist ja der auch träumt und sich eigentlich, kann das Essen träumen, so in dem Sinne, oder? Und das ist ja schon ja, ist ja schön. Das ist ja ein bisschen etwa das, wo ich auch weitergeben will, ja, oder weitergebe in dem Sinne, ja, hat etwas. Wie hat der Film geheissen, den wir geschaut haben? Peter Pan, aber nicht die Zeichnung, sondern Echtverfilmung mit dem einen Schauspieler, wo ich auch noch cool finde, aber ich weiss den Namen nicht mehr. Ich selber nicht als Opfer gesehen, genau. Wir haben's in der Hand. Ja, ja, absolut. Und das ist wirklich, wer sich als Opfer sieht, wird weiterhin das Gefühl haben, das Leben schuldet ihm etwas. Und wer sich als, keine Ahnung, als Retter von sich selber fühlt oder dass er's selber in der Hand hat, der weiss, er kommt aus allem raus. Wer verinnerlicht hat, dass er alles selber in der Hand hat, der weiß, es gibt keine Niederlage in dem Sinn, weil man kommt wieder raus. Und wenn man jetzt da sich ja, wer sich als Opfer sieht, der wird auch in der nächsten Niederlage überhaupt nichts können daraus mitnehmen, sondern sich bemitleiden und noch tiefer runter in den Sumpf sinken, dass er überhaupt eine Möglichkeit hat, rauszukommen. Aber es ist wirklich sehr einfach. Man kann sich von allem befreien. Und, ja, ich habe jetzt mittlerweile ja schon fast 90 Videos über die Themen. Also kann wer will, kann sich da
schon mittlerweile dumm und dämlich schauen. Und ich freue mich natürlich auch, wenn die Videos, auch wenn sie jetzt schon ein bisschen älter sind, auch noch geschaut werden. Oder halt eben Fragen stellen, eigene Themen ansprechen. Da kann ich ins Detail, gehen und wir können wirklich drauf eingehen. Und, ja, das freut mich. Kein Tee, kein Tee mehr. Letztes Mal habe ich ihn vergessen zu trinken und jetzt ist er schon leer, bevor ich überhaupt angefangen habe. Traurig. Das ist jetzt das ist jetzt ein Ingwertee gsi. Genau. Ich trinke eigentlich aktuell nur noch Ingwertee und Kurkumatee. Vorher habe ich viel, Schwarztee getrunken, aber ich bin ja auch gerade da seit jetzt doch schon über 'nem Monat kein Schwarztee am Trinken. Ah ja, Update, es geht mir super ohne Schwarztee. Also, ohne Koffein generell. Also, ich konsumiere kein Koffein mehr seit 'nem Monat. Und Zucker eigentlich auch nicht, ausser das ist halt wirklich in 'nem Produkt drin, wo ich ja, wo ich's nicht merke. Und es geht mir gut. Es geht mir wirklich gut. Auch mit dem Fasten habe ich ja angefangen, einmal pro Woche. Etwa 40 Stunden, das heisst, dann am Abend aufhören und 'n Tag auslassen und am nächsten Morgen wieder. Da bin ich jetzt grad dran. Da ist jetzt grad morgen am 11:00 isse ich wieder, um die 11:00 rum. Das geht auch gut. Es geht von Mal zu Mal besser. Also, es ist wirklich unser Kopf, unser Verstand hat so Angst vor Neuland, dass er uns einfach Sachen einredet, wo wir mal gehört haben, dass wir uns nicht verändern müssen, oder? Und, ja, aber ich tue es mittlerweile jedem ans Herz legen, ihr müsst eigene Erfahrung machen. Ihr müsst eigene Erfahrungen machen. Es bringt nichts, wenn ihr tausende verschiedene Sachen hört und das Gefühl habt, das stimmt und das stimmt und alles stimmt. Eigene Erfahrungen. Ernährung gibt so viel, es kann wahrscheinlich auch sein, dass es wirklich Menschen gibt, wo, essen wo mir fast nicht gut geht, aber das erfahrt man auch nur, wenn man es macht, oder? Und viele machen es einfach einmal und nachher lassen sie es sein. Aber es sind alle alten spirituellen Lehren, alle alten Lehren, die reden von der Kraft vom Fasten. Und ja, ich kann einfach für mich ich versuche mittlerweile immer so zu denken: „Was haben unsere Urvorfahren gemacht?“ Und die haben ja dort auch gelebt. Und was ist bei denen anders gewesen als heute? Und heute ist halt schon vieles anders. Ich glaube nicht, dass wir vor X Jahren so viel gegessen haben wie heute. Und, so Sachen versuche ich dann halt einfach, oder? Ich denke: „Okay, ich versuche mal, wie ist es, wieder ein bisschen zurück“, oder? Und lasse halt dann einfach einmal, ja, esse mal weniger und schaue mal, es geht mir gut, oder? Es geht mir super und, es ist ja mittlerweile auch schon vieles wissen wir in der Wissenschaft wissen wir ja auch schon vieles, wie sich das Ganze in unserem Körper tut, auswirken. Also, es ist ja auch gar nichts mehr es ist ja gar kein verstecktes Wissen mehr. Wir wissen ja eigentlich alles. Und darum rate ich jedem an, einfach Sachen testen, oder? Wie das, ähm, Gesetz der Annahme zum Beispiel, das muss man selber erfahren, oder? Das tönt gut, oder? Es tönt super, es tönt einfach und dann kommt der Verstand schon wieder und sagt: „Ah, das ist doch zu einfach.“ Und das ist ein Glaubenssatz, wie ich vorher gesagt habe, das ist ein Glaubenssatz. Es ist nicht zu einfach für den, der glaubt. Oder nicht zu schwer für den, der glaubt, so rum. Oder? Aber wenn man in sich innen glaubt, es ist nicht möglich, ja, dann ist es nicht möglich. Dann muss ich auch nicht argumentieren. Wenn mir einer sagt: „Ja, nein, du erzählst Seich“, dann muss ich gar nicht mehr argumentieren. Es bringt nichts, oder? Ich kann dann schon kommen, aber wenn er nicht offen ist für etwas, dann geht's nicht. Es geht bei ihm nicht an, weil er seine Ansicht lässt's nicht zu. So wie meine Ansicht, wo ich Sachen nicht möglich finde, nicht zulassen, wenn's von aussen kommt. Darum sage ich eben, für alles einfach mal Ohr sein, nicht einfach grad alles übernehmen und nicht alles sagen: „Nein, das ist nicht richtig und das ist falsch und das ist nur richtig“, sondern offen bleiben. Dann habt ihr auch Möglichkeit, in eurem Leben weiterkommen und oder? Es gibt nicht nur die eine Wahrheit in dem Sinn, aber unser Verstand gaukelt uns das vor, dass es nur das gibt, was für uns stimmt. Und das sind halt Glaubenssätze und die behalten uns klein, die behalten uns in unserer Komfortzone und wir verlassen dann die Komfortzone nicht, oder? Weil wir Angst haben. Und ich habe 6 Jahre lang habe ich schon, nicht aktiv so die ganze Zeit gedacht: „Ich will jetzt, ich will jetzt, ich will jetzt“, aber ich habe auch immer mit dem Gedanken gespielt, live zu gehen. Jetzt mache ich's einfach, oder? Ich bin in die Handlung gekommen. Ich habe es nicht nur vor mich hingeredet und gehofft, sondern ich habe es einmal gemacht. Und so mit allem, eben alles einmal ausprobieren, weil dann kann man auch sagen: „Okay, das hat mir jetzt gut getan und, das hat mir jetzt nicht so gut getan.“ Oder? Und darum, niemand es kann mir mittlerweile kann mir in meinen Augen niemand mehr sagen, dass für ihn etwas
stimmt, wenn er's nicht selber ausprobiert hat, weil er kann's nicht wissen. Es ist nur Theorie und Theorie ist kein Wissen. Es ist intellektuelles Verstehen, aber, der Körper du weisst es nicht, ob's wirklich stimmt. Du erfährst es noch nicht. Es ist noch keine Erfahrung, es ist nur Wissen. Und nur wenn du die Erfahrung gemacht hast, kannst du wirklich mitreden. Und das merke ich immer mehr. Und da nehme ich mich mittlerweile auch selber an der Nase. Früher habe ich Bücher gelesen und habe die Übungen nicht gemacht. Heute versuche ich die Übungen zu machen, weil es gibt Erfahrung. Und die Erfahrung zeigt mir dann: „Aha, jetzt habe ich die Erfahrung gemacht mit dem Fasten. Jetzt mache ich's weiter, weil die Erfahrung hat mir gut getan, also mache ich's weiter.“ Anstatt zu sagen: „Ja, das ist ja eh 'n Quatsch und ist ja gefährlich“ und was auch immer, schaue ich einfach: „Wie geht's mir?“ und mache es. Und es geht mir gut, dann mache ich's weiter. Wenn ich jetzt merke: „Okay, ich bin jetzt gesundheitlich ist etwas grad, komisch“, dann frage ich: „Was habe ich neu in meinem Leben gemacht?“ Und dann merke ich Fasten und dann kann ich ja wieder überlegen. Aber, oder, wir sollen schon vorhinein sagen: „Ja, nein, es ist nicht möglich und lieber nicht.“ Aber das ist unser Verstand, der einfach Angst hat, aus dieser Komfortzone raus, aus dem kleinen Staubkörnchen, wo wir eigentlich sind, wenn man einmal rauszoomt, aber das Gefühl haben, wir weiss alles. Oder so das Gefühl haben, ich verstehe die Welt, aber wir sind eigentlich nur so 'n Staubkörnchen, wenn man rauszoomt, oder? Und wenn man da offen ist für neue Möglichkeiten, dann kann man auch wachsen, dann kann man auch aus der Komfortzone raus und am Verstand mal sagen, oder? Und das ist eine gute Möglichkeit, Sachen nicht grad komplett übernehmen, sondern sagen: „Hey, ich probiere doch das mal 'ne Woche.“ Das ist auch cool. Ich glaube, der Verstand kann das auch noch cool handeln. Also, das Ego, der sagt dann auch so: „Ja, okay, 'ne Woche mache ich mit.“ Nachher werde ich langsam, wenn nach einer Woche nicht passt, dann werde ich langsam kritisch und sage dir: „Ja, willst du nicht lieber wieder zurück?“ Das ist doch ein Seich und findet dann jenste plausible Sachen, dass er dich wieder zurückholen will, oder? Aber auch da, nach einmal hast du mal eine kleine Erfahrung gemacht. Die ist halt dann vielleicht noch nicht wirklich positiv, oder? Weil du schon mit bisschen ängstlich dran herangehst. Und da ist halt auch die Routine macht's dann, oder? Wenn man dann halt einmal 'ne Woche etwas durchzieht oder 'n Monat, besser gesagt 'n Monat etwas durchzieht, dann kann man immer mehr mitreden. Und man merkt's dann halt auch, oder? Und Erfahrungen lässt man nicht mehr so einfach los. Wenn man die Erfahrung gemacht hat, ist auch der Verstand ruhiger. Weil der Verstand hat jetzt die neue Erfahrung als „es ist möglich“ akzeptiert, aber bis dorthin, will er sagen, es ist nicht möglich, weil er kennt's gar nicht. Er kennt neue Erfahrungen nicht. Er kann nur mitreden, was er bereits schon kennt. Er kann nicht in Zukunft nicht das, was du noch nicht gefühlt hast, mit beurteilen. Er tut einfach anhand von deinen alten Sachen, die du erlebt hast, beurteilen, ist jetzt das gut gewesen für dich oder schlecht. Und wenn du schlechte Erfahrungen mit Sachen gemacht hast, dann will er dir mit schlechten Erfahrungen, davon abraten. Ein anderer Mensch, der nämlich gute Erfahrungen gemacht hat, der hat keinen Verstand drin an dem Punkt, sondern dort ist es ja eine Möglichkeit für den Menschen. Der kommt gar nicht auf die Idee, dass es nicht sein könnte, weil für ihn ist es ja gut gewesen. Und darum ist es wichtig, immer wieder wachsen, immer wieder etwas Neues in Angriff zu nehmen, immer wieder, ja, aus sich rauskommen, aus seiner Komfortzone rauskommen. Sonst ist man immer am alten Ort und ja, es mag sein, dass das für manche Menschen dort bequem ist und sie das wollen, aber ja, ich weiss wirklich nicht, wer einmal das Ganze geschnuppert hat, dass er alles in der Hand hat und dass es einfacher ist, als man meint, wenn man auch zulässt, dass es eine Möglichkeit ist, dann will man nicht mehr zurück. Dann ist man auf dem Pfad von: „Ich will jetzt wirklich, dass es mir gut geht, weil ich habe es in der Hand, anstatt dass das Internet schuld ist oder der nächste Präsident schuld ist oder das böse Essen schuld ist oder der schuld ist, der das Essen ins Regal stellt.“ Wir haben alles selber in der Hand oder halt eben nicht, wenn man es nicht in die Hand nimmt, genau. Und ja, das wollte ich weitergeben auf dem Kanal, das gebe ich weiter an dem Kanal, das coache ich in meiner Lebensberatung. Einfach, dass man zurückkommt zu sich selber, dass man merkt, wir sind die Instanz, die alles ins Leben gerufen hat, weil mir halt nicht wirklich bewusst ist, dass wir jetzt die Ursache von der Vergangenheit gesetzt haben. Wir ernten heute unsere Saat von damals. Und das haltet uns drin, weil wir haben das Gefühl, wir erleben etwas und haben vielleicht schon 5-mal und denken: „Oh, habe ich's doch gewusst, ich erlebe das schon wieder so.“ Und eben das sind die Glaubenssätze, die immer wieder bestätigt werden. Wir sind in 'ner Spirale gefangen und müssen aus der rauskommen. Und das geht, indem dass wir neue Möglichkeiten setzen. Eben etwas, wo unscheinbar sich anfühlt, äh, 'ne Lösung gibt, sagt, es ist eine Möglichkeit, oder? Es ist eine Möglichkeit, dass auch ich kann Multimillionär werden. Nicht: „Für mich ist es nicht möglich“, weil dann ist es nicht möglich. Dann ist es für dich nicht möglich. Du wirst keine Idee bekommen aus dem Pool, wo die Möglichkeit besteht, dass du könntest eine Idee bekommen, dass du überhaupt ein Multimillionär kannst werden. Es wird nichts sich dort ergeben, oder? Du wirst in deinem alten Bewusstsein, bist genagelt und du kannst eben indem dass du kannst dich überall rausfühlen, rausdenken und das ist so genial, oder? Das ist wirklich so genial.
Hm, nicht gerade auf alles mit einem „Nein“ antworten, sondern mal offen bleiben und Interesse haben. Vor allem vor dem Urteilen. Ja, genau, genau. Eigentlich das, was ich grad erzählt habe, ja. Das gibt dir Möglichkeiten aus deinem, ja, wie soll ich sagen, aus der Komfortzone. Ich glaube, das ist heute wirklich das Wort, das genutzt wird, Komfortzone, oder? Aus der raus. Weil dort draussen ist Neuland, oder? Wenn du nur immer hinter dem gleichen Berg lebst, weisst du nicht, wie's auf der anderen Seite aussieht, oder? Das Tal, jetzt kann dir einer erzählen, «Wow, dort hinten ist so viel Sonne und wow, dort ist es so.» Und dann kannst du dir schon 'n Bild machen. Aber du weisst es gleich nicht, die Erfahrung fehlt dir, das eigene Erfahrung. Das heisst, du musst über den Berg gehen, um schauen, wie's wirklich aussieht, dass du für dich kannst das, was andere erzählen, darum, es ist nicht schlecht, Bücher zu lesen und alles, weil es gibt ein Verständnis. Aber der Mensch hat, glaube aktuell das Gefühl, mit diesen vielen Infos, er lernt, indem dass er Infos rein tut. Infos sind nur dazu da, dass man einen neuen Horizont bekommt, dass man weiss, hinter einem Berg gibt's wirklich etwas. Und dann muss man's machen, dass es 'ne Möglichkeit wird, oder? Dass man dort hingeht und merkt: «Wow, es ist ja wirklich so und es ist wirklich der Sonnenaufgang ist so schön, den ich hier nicht habe, oder? Auf dieser Seite vom Berg.» Und ja, darum eben ins Tun kommen. Die Pflanze da oben meinst du? Das ist 'n Diefenbach, ja, das ist unsere Lieblingspflanze. Haben sie dann mal noch mal in gross. Das ist, ja, die ist wirklich sehr schön. Mhm. Ja, man ist nie schuld, wenn man sich nicht in die Verantwortung tut. Genau, es sind immer die anderen. Äh, ja, es ist ein einfaches Leben in dem Moment. Gleich anstrengend. Ich glaube, es ist gleich anstrengend, weil man ist ja ständig irgendwie negativ behaftet. Man hat immer ein schlechten Vibe, oder? Man fühlt sich nicht gut, weil eben, es ist ja sicher nicht schön zu wissen, immer alle anderen sind schuld und wollen etwas Böses gegen mich. Aber es lässt einem halt auch keine Möglichkeit zum Wachsen, oder? Es nimmt einem komplett die Möglichkeit für den Wachstum und das ist ja, aber eben das Schöne ist, man hat's selber in der Hand. 90 Videos, wo ich davon erzähle mittlerweile. Jeden Sonntag bin ich live, wo man mit seinen Themen kommen kann. Ja, also man kann wirklich ich habe viele Anlaufstellen, wo man zu mir kommen kann, auch eben mit seinen Themen und alles, wo ich gern neue Sichtweisen gebe, gerne den Horizont erweitere. Aber eben auch da sage ich, wer da nachher rausgeht und nichts macht, der wird übermorgen das vergessen haben. Man muss in die Umsetzung kommen, in die Umsetzung. Und das habe ich verstanden, erst wirklich kürzlich verstanden, auch für mich, dass die Umsetzung das ist. Ich kann Jahre reden, ich will, aber wenn ich's nicht mache, werden die auch in 1001 Jahr das noch wählen, oder? Und das Wählen, wenn man's wählen und es eben dann nicht macht, muss wahrscheinlich der Verstand, dass man das aushaltet, wieder 'ne Geschichte zu erzählen. Da finden wir einen Grund, okay? Ich will, aber es geht nicht wegen dem. Ich will, aber es ist grad nicht der richtige Zeitpunkt für die Politik. Ich will, aber ich habe grad die falsche Frisur. Ich will, aber, oder? Und so tut man sich dann Lügen anfangen zu erzählen, dass man die nicht in die Gänge kommt, kann ein bisschen runterdrücken, dass wir nicht selber schuld sind. Oder wir wollen nicht selber schuld sein, aber wir haben es selber in der Hand und somit sind wir eigentlich selber schuld. Nicht zum einen Schuldigen suchen, sondern halt einfach, ja, man hat's halt, ja, man ist halt verantwortlich für sein Leben und eben eigentlich auch für seine Mitmenschen. Das heisst, wenn du schaust, dass es dir gut geht, wird's automatisch auch deinen Mitmenschen gut gehen, oder? Und das verstehe ich immer mehr. Das ist wirklich etwas, was sich immer tiefer in mein Bewusstsein, verankert, dass ich, wie's mir geht, anderen damit hilft, oder? Wie es mir geht, dass ich mich jetzt wohlfühle mit dem Live, in dem dass ich's einfach gemacht habe, gibt die Möglichkeit, dass Menschen kommen können und sich auch anfangen gut zu fühlen. Das hat mir die Möglichkeit gegeben, auch aus dem Ganzen raus. Vorher ist es ein Wunsch, nur ein Gedanke gewesen. Ich habe mich damit schlecht geredet, dass ich, ja, meine Stimme nicht mag, oder? Wer soll die Stimme dann schon hören? Oder was will ich dann schon erzählen? Mittlerweile sehe ich das anders, oder? Es ist jeder Mensch ist zu einer gewissen, also ist zu seinem jetzigen Zeitpunkt an 'nem Ort, wo er so versteht, wie er versteht. Das heisst, auch das, was ich da erzähle, werde ich in 'nem Monat ganz anders verstehen oder anders erzählen. Oder andere, wenn sie das Video heute schauen und in einer Woche wieder schauen, das ist anders. Es kommt immer die Message, wie wir sind. Und darum ist es umso wichtiger, sich eben in positiven Gefühlen aufhalten, weil sonst sind die Messages, wo, wenn man selber die ganze Zeit grimmig unterwegs ist, sind auch die Messages grimmiger Art, grimmiger Natur. Dann denkt man: «Ja, der Siech,
Oder ich kenne Menschen, die sind selber unglücklich und die gönnen anderen Menschen die Ferien nicht. Die sagen denen: „Ja, ja, der hat schon wieder Ferien, der Siech, Mann, soll doch lieber mal ein bisschen arbeiten.“ Was soll das? Also, weißt du, ganz ehrlich, eben, da verstehe ich nicht und das kann ich da nur also, ich verstehe es, weil ich weiss, er selber ist einfach unglücklich mit sich und darum muss er das auch auf andere auswälzen. Er sagt, er gönnt anderen das nicht und ja, das ist halt dann schon und andere ja, es ist halt schon man hat's schon in der Hand, seine in der oder in der Frequenz. Ich habe Tarotkarten. Ich habe einfach eben eine Tarotkarte leben. Selber habe ich nicht. Zora hat ein Set. Eben, ich bin offen für alles. Selber tue ich jetzt kein Tarot legen. Ähm, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was man unter esoterisch genau versteht, weil irgendwie ist es Spiritualität oder ich habe eben das Gefühl, esoterisch ist jetzt heutzutage wird's benutzt als irgendwie so Schwindel und ich finde das eben nicht. Darum ich weiss eben gar nicht, was das Wort heute genau bedeutet. Darum, ich bin eigentlich Fan von Sachen, wo ja, ich bin eigentlich grosser Fan von Sachen, wo ich kann überrascht werden. Darum eben auch Tarot. Ich sage jetzt mal, ich habe halt nur bedingt Zeit aktuell oder Interessen, wo ich nachgehen kann. Und da steht jetzt ist Tarot jetzt nicht etwas drin, wo ich mich aktiv damit beschäftige. Aber, wenn es mir eben über den Weg läuft, wie die Karte, dann, ich glaube nicht an Zufall. Ich glaube, dir habe ich's auch schon erzählt gehabt. Es ist die Karte, es ist mein Wunsch, dass ich meinen Verstand kann oder es ist ja, dass ich einfach nicht die ganze Zeit Sachen, wo ich heute entscheide, morgen schon wieder zerdenke. Dass ich das, was ich heute entscheide, morgen kann leben, oder? Und das Gleiche habe ich ja auch bei diesen, Rauhnächten mit den 13 Wünschen ist ja auch ein Wunsch, der, den ich gezogen habe, ja identisch eigentlich mit dem, dass ich wirklich aus meinem Kopf komme, mehr ins Sein. Und da weiss ich, die Lösung wäre, dass ich einfach ignoriere, was mein Kopf sagt, dass ich keine Erfahrungen mache, dass ich nicht sterbe. Aber eben, es ist auch für mich noch nicht alles ganz einfach. Aber ich bin auf dem besten Weg, weil durch das, dass ich es ja jetzt auch immer dem, weitergebe, höre ich mich ja das selber auch und erinnere mich auch immer wieder dran. Und ja, von dem her ist schon eben auch so einen Kanal anzufangen, hat etwas mega Geniales, weil ich bin in dem Moment in der Verkörperung, oder? Ich bin in der Verkörperung und nicht nur ich möchte etwas, sondern ich mache es, oder? Und, ja, das ist in dem Moment bin ich in dem Gefühl, oder? Und ziehe mehr davon an, oder? Das heisst, jetzt bin ich in dem Gefühl, wo ich, äh, sein will, eigentlich mein Leben lang, oder? Und so kann man das anfangen einladen und immer mehr festigen, oder? Oder was verstehst du unter du gibst mir ein bisschen zu viel Kompliment, ich kann's noch annehmen. Noch mehr ins Vertrauen kommen. Ja, aber ich sage auch das, oder? Auch das hat schlussendlich auch damit zu tun, oder? Wenn man, ja, ich glaube schon auch, dass ich irgendwie jetzt meine Haare geschnitten habe, einfach zum auch zu zeigen, eben, das Aussen ist das Aussen ist einfach, oder? Wie man sich im Inneren fühlt, oder? Ich könnte mich jetzt schlecht fühlen und grusig fühlen und alles, äh, aber es ist halt jetzt einfach, oder? Nicht zu werten, sondern ich habe jetzt einfach eine kurze Frisur, es ist eine kurze Frisur. Genau, für eine ungewohnte kurze Frisur, das ist es. Und nicht es ist ich fühle mich schlecht oder ich versuche keine Wertung zu geben. Im Gegenteil, ich versuche zu verstehen, was hat mir das Leben wollen sagen, warum dass ich meine Haare so kurz geschnitten habe. Anstatt da könnte oder andere könnten sich jetzt da tödlich nerven und, schämen und alles und ich versuche das halt nicht an mich heranzulassen. Es ist ungewohnt, aber der Punkt ist, ihr zwei, die jetzt da sind, ihr wisst, wie ich vorher die Haare hatte. Alle anderen, die jetzt in den Stream kommen, die merken das gar nicht, weil sie sehen mich so zum ersten Mal. Das heisst, es ist für sie normal, oder? Es ist nur für die anders, die es schon kennen, dass ich eigentlich eine andere Frisur habe. Oder es vielleicht bemerken, dass ich im Thumbnail, also im Bild, andere Frisur habe als jetzt. Aber ja, eben, für alle anderen ist es eigentlich egal. Darum ich muss mich gar nicht schlecht fühlen, weil das weiß gar niemand. Oder? Und da unser Verstand wieder: «Oh nein, jetzt musst du da jetzt musst du dich verstecken, jetzt darfst du da nichts machen.» Und ja, darum eben, ich sehe es als etwas Positives, weil ich lerne, oder? Alles ist, aus allem kann ich eine Lehre ziehen. Und das ist auch vor 3 Jahren habe ich noch nicht ganz so positiv ich bin immer schon sehr ein gutgläubiger Mensch gewesen, so oder positiv gestimmt oder mehr oder weniger.
Aber ich habe halt auch meine Hoch und Tiefs gehabt. Mittlerweile habe ich halt gelernt, wie kann ich mich, wenn ich ein Tief habe, wieder eher ins Hoch polarisieren. Jetzt vorgestern habe ich mich auch kurz ein bisschen niedergeschlagen gefühlt, aber das Interessante ist, dass dann auch Zora, also wir haben wir uns ein bisschen niedergeschlagen gefühlt und dort bin ich auch nochmal am Sachen zweifeln gewesen, wo ich einen Tag vorher so «Let's go», oder? Und das gibt's und auch in dem Moment sich vielleicht nicht böse sein. Was ich noch in dem Moment lernen für mich ist, wenn es die Moment gibt, dann weg von Sachen, die du möchtest voranbringen, einen Schritt zurück und für dich da sein, vielleicht ein Bad nehmen, vielleicht, ja, keine Ahnung, ein Hörbuch hören oder schlafen, anstatt, Sachen machen, die dich sollen auf deinem Weg weiterbringen, wie zum Beispiel ein Business oder so. Das vielleicht einen Schritt zurück, weil dann ist dann plötzlich eben in dieser Energie, wenn du schlecht gelaunt bist, dann eben ist für mich plötzlich alles so: «Nein, wird das etwas?» und alles, oder? Dann habe ich einfach Sachen, wo ich weiss, dass es wird sein, anfangen zu zweifeln, oder? Darum erlebe ich auch immer wieder und ich bin auch dankbar für das, oder? Ich erlebe, wie schnell man kann oder wie fest einem ja die andere Seite wieder treffen kann. Aber ich habe gelernt eben, zu polarisieren oder zu wissen, nach eben kommt Flut, oder? Dass das Pendel von den hermetischen Prinzipien, dass das immer hin und her schlägt, eben nach eben kommt Flut, dann weiss ich nach einem Tief, wenn ich jetzt habe, kommt wieder ein Hoch. Und schon nur das zu wissen in dem Moment, wo es einem nicht gut geht, weiss man, es ist nicht aussichtslos. Es ist nicht aussichtslos, oder? Und das, ja, nach dies nach in sein Leben einladen, nach dies nach, im Herz dürfen erleben und dann, ja, wird man es wird immer schwieriger, dass man aus der Bahn gerührt wird, weil eben Sachen, die einem früher dann vielleicht wehgetan haben oder das Gefühl hatten: «Ja, was will das Leben jetzt?» Fragt man: «Ja, was hat mir das Leben wollen erzählen? Was kann ich wieder lernen?» Anstatt so: «Mann, schon wieder bin ich das Opfer», oder? Es ist halt einfach die Ansicht aufs Leben. Es ist wirklich die Ansicht, oder? Der wer ist das gsi? Der Wallace D. Wattles im Buch «Wissenschaft des Reichwerdens» hat er gesagt, es kommt darauf an, ob du die Welt zum Beispiel die Welt siehst als etwas Schlimmes, wo zum Verderben verurteilt ist, oder ob es etwas ist, wo perfekt ist und immer besser wird, oder? Und das ist wirklich die Ansicht. Wenn du das Erstere hast, dass es immer schlechter wird, dann ist Politik immer etwas, wo das Leben wo etwas Schlimmes ist oder je nachdem, wirklich eine Politik, nur Politik, also egal was. Das heisst, alles, was dich triggert, ist, weil's schlechter wird. Aber wenn du positiv gestimmt bist, dann weisst du: «Okay, das ist dann jetzt einfach also die Anfangsstufe vom Nächsten. Wir kommen in ein besseres Zeitalter. Wir sind auf dem Weg zu etwas Besserem, auch wenn das aktuell nicht den Anschein macht.» Und so kann man sich dann auch, was in den News und alles so passiert, nicht so zu Herzen gehen lassen, weil man weiss, man muss sich nicht mit dem identifizieren, mit dieser Angst, weil es geht in die Positive. Und ob es jetzt schlussendlich wirklich dorthin geht oder in die andere Seite, du selber hast aber eine positive Frequenz und ladest die Positivität in die Welt ein. Und würden das alle Menschen machen, dann würden wir dorthin gehen. Darum, irgendjemand muss anfangen. Es gibt Menschen, die fangen damit an und ziehen dann andere nach. Oder ich verbreite jetzt auch mein Wissen und das, wo mir auf dem Herzen liegt, wo ich das Gefühl habe, es bringt Menschen auch mehr zu ihrem Herz und zu ihrem ja, gebe ich weiter und somit träge ich auch dazu bei, dass die Schwingung auf dem Planet in die Richtung kommt, wo ich will. Würde ich jetzt News machen, wo sagt: «Ja, Scheiße, mal alles ist schlecht», dann würde ich nämlich die andere Seite, manifestieren. Aber ich versuche dort nur bedingt meine Aufmerksamkeit an, dass ich im Bild bin, beziehungsweise eigentlich aktuell gar nicht, weil im Bild ist man automatisch, weil das hört man das Wichtigste hört man es erzählt dir jeder alles. Darum, ich tue mich eigentlich gar nicht mit so Sachen, auseinandersetzen, mit der Negativität von der Welt aktuell und versuchen, die Positivität in die Welt zu bringen, weil in meinen Augen ist die Welt etwas Perfektes, wo im Inbegriff ist zum besser werden. Und das will ich auch, also das gebe ich auch weiter, oder? Und nicht negative Schwingung. Auch wenn ich mit dem wahrscheinlich aktuell noch mehr Schlagzeilen würde machen und mehr Leute würde anziehen, aber es ist mir einfach nicht wert, mit Schmerz müssen wie soll ich sagen, Aufmerksamkeit bekommen. Das will ich nicht und ja. Genau, aber ich glaube, das wollen viele andere nicht. Es meint in der Regel jeder meint's immer gut, oder? Aber eben, wenn du halt in einer Ansicht bist, wo das Gefühl hast, es ist alles böse und es ist noch böse wird noch böser, dann kannst du ja nicht positive
Nachrichten selber machen, weil du siehst ja die Welt so. Aber wenn du die Welt siehst als positiv und sie wird immer besser, dann machst du die positiven Nachrichten, oder? Und so, ja, muss man eben, es ist eine Frage von der eigenen Schwingung, von der eigenen, ja, wie man die Welt sieht, wie man selber in sich innen ist. Wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Äh, musst dich überhaupt nicht entschuldigen. Überhaupt kein ist gar kein, Grund zum Entschuldigen. Mhm. Du bist überhaupt nicht zu weit gegangen. Ich habe, nur auf das geantwortet. Darum ich weiss gar nicht, eben, ich weiss nicht, was genau das ist. Wenn mir du magst erklären, wie's du siehst, dann noch so gerne. Eben, es ist nicht, bist überhaupt nicht zu weit gegangen, ist alles gut. Aha, du meinst wegen dem Kompliment, jetzt nicht wegen der Kompliment. Jetzt habe ich gemeint, du meinst wegen der, habe ich's gagsen? Äh, Esoterik. Wegen dem habe ich jetzt grad gemeint gehabt. Nein, du darfst so viel Kompliment machen, wie du willst, natürlich. Und ich darf auch noch lernen, Komplimente annehmen. Ich wünsche dir auch ganz ganz 'n schönen Abend, ganz 'ne köstliche Nacht. Genau. So, haben wir da noch etwas? Äh, eben meine Haare sind am Wachsen, die werden wieder länger. Bist du ein bisschen unsicher, was du schreiben willst? Ja, alles gelesen habe ich schon. Hans vernommen. Hm, genau. Ja, nein, weiß auch nicht. Sonst ist, glaube ich, an dem Punkt für mich auch gut, statt noch mal irgendwie aufs neues Thema eingehen, mache ich an dieser Stelle sonst, glaube ich, auch Feierabend. Genau. Ja, danke für die da gewesen sind, und für die, die künftig alle noch kommen. Ich bin nächsten Sonntag um 7:30 auch wieder live. Kommt gerne mit euren Fragen. Ihr könnt auch vorgängig Fragen einreichen. Ich meinte sogar, dass man kann in der Community, im Community-Tab eigene Beiträge erstellen. Also das heisst, wenn ihr Fragen habt oder lieber wollt schreiben, könnt ihr, glaube ich, sogar bei mir in der Community innen selber Beiträge schreiben, wo die Community sieht. Das heisst, ich sehe die sowohl wie auch die Community. Also wenn ihr eigene Ideen habt oder Anregungen oder irgendetwas, kann man dort auch ein Gespräch starten. Das ist dann wie so quasi wie ein kleines Forum. Früher hat man ein Forum gehabt, wo man etwas hineinschreiben konnte und dort können sich dann die Leute beteiligen. Das ist ja in der Regel ein bisschen etwas Ähnliches, das habe ich nicht gewusst, dass das geht. Und ja, eben, da kann man dort auch oder sonst könnte man auch etwas einreichen oder auch in einem Kommentar schreiben, wenn ich auf irgendein Thema eingehen soll. Gehe ich natürlich liebend gern. Oder halt eben eigene Themen bringen. Das ist auch immer sehr spannend. Ich finde, es gibt nichts Spannenderes, darum habe ich es auch zu meinem Beruf gemacht, für ein Zeitchen einfach in die Welt von einem anderen Menschen so einzutauchen. Das finde ich so mega spannend. Genau, weil ich einfach so kann selber, wie soll ich sagen, nicht nur mich beobachten, sondern andere kann beobachten und wirklich auch mit Erfolg kann weiterhelfen, weil es ist einfach, den Stein wegzurollen, wenn man weiss, wie, so. Oder, sagen wir mal, die Mauer wieder einstürzen lassen, wenn man weiss, wie. Genau, und da fühle ich mich berufen und helfe da liebend gern auf dem Weg zu äh, zu mentaler Klarheit. Genau. Super, danke. Ich danke dir, Zora, auch für deine Zeit, dass du immer dabei bist und wünsche 'n ganz 'n schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedergüchs.